Mais. Ik denk wat Pedro dan zien je beet zei en dat wie we in handen komen zum van God te hier en dat is het mijn wens dat we hier zijn zum van God te hier. We weten dat alle we gaan in Jena wat allemaal Jena zijn dingen schaffen dat, wanneer God zien God dein dat en God zien goed verbrengen wel dan. Als die doen, die schaft doen, die proef dingen terug te houden en wie aan het vlees leven, dan hebben we allemaal een kamp. Maar ik vertrouw dat God wat we tegen mij reden, dat niet waar ik zijn, dat hij reden dat. En dat is een bulletins als mijn titel voor de boodschap was, we leven en geloven. En Paulus zegt in 2 Korinther 1 vers 22, zei zu den Korinther, hij wil ja nicht bematen, was sie leben sollen, aber sie möchten nicht mithaben, dass sie sich immer freien können, wenn sie vor von Jesus Christus leben. Und das ist mein Wunsch, dass ich mich mithaben, dass die immer freien, wenn sie vor von Jesus Christus leben. Und wenn sie glauben, das ist so wichtig. Gott sagt, ohne Glauben ist allmählich am Telefon. Und wir haben mit Glauben haben wir alle Tag zu tun. Wir denken fertig geworden, dass wir immer Glauben eben tun. Von der uns meist, wir wollen hier kommen, weil ich vorher abstarten, ich glaube, das wird abstarten. Und wir glauben, das wird uns was hier führen. In verschiedene Wege, wir eben alle Tag glauben. Wenn wir einen Doktor fahren, dann wir vierten schauen wir den nicht mal so reich, aber wir vertrauen auf den. Wir glauben, dass der wird uns helfen, dass was uns stehen wird uns helfen. Dann schreibt er was an Papier ab, was wir halt nicht mal lesen können. Dann fahren wir in die Apotheke, dann geben wir die Person das durch, schauen die halt nicht. Aber wir glauben, die werden uns das rechte Medizin geben und das wird uns helfen. So, wir even glauben alle Wege. Wenn wir wegfahren, wenn wir reisen, wenn wir fliehen, dann, wenn wir am Plänen stehen, dann, wir sollten uns vertrauen ganz auf den Pilot. Wir wollen nicht, wir können nichts tun. Wir glauben, die werden uns dahin bringen, wo wir hinwollen. Und so glauben wir alle Tag. Und wo steht das, wenn wir zu Gott kommen? Wo ist uns Glauben an Gott? Und an Gott sein Wort. Wir haben Gott sein Wort. Und das sagt uns, dass Gott sein Wort ist treu. Und Gott wird dort erfüllen, was er gesagt hat. Und wir sind fertig so geneigt, wir wollen Dinge sein, wie die Leben tun. At least ich sind fertig. Wo das so scheint, das wird allmählich sein, dann ist einer geneigt, was zu sein, ein Beweis davon, dass er am Bett was sein kann, das kaum sein kann. Aber das ist nicht, was er schaffen hat. In 2. Korinther 4, Vers 7, da sagt Paulus, wir leben nach einer Zeit, wo wir leben, und noch nicht, wo wir sein. In 2. Korinther 4, Vers 18, da sagt, dass wir trachten nicht nur dort, was zu sein ist, aber nur dort, was nicht zu sein ist. Weil dort, was zu sein ist für diese Zeit. Was aber nicht zu sein ist für ewig. So wir trachten nicht nur, was zu sein ist, weil dort, was zu sein ist für diese Zeit. Und dort, was für ewig ist, dort, was nicht zu sein ist, dort ist für ewig. Was wir vorher 3 Uhr in Israel fliehen, wir haben ganze Jahr, was wir haben abdesignt dafür. So ich glaube immer, dass wir würden einen Tag, wo wir daheim fahren, und dann würden wir, wo wir da sein, würden wir uns heute auf das heilige Land starten, dann würden wir da sein. So an den Tag kommen, dass wir daheim fliehen leiden, dass wir sterben, dann dürfen wir nicht mehr leben. So nie wie wir tun, nicht? Und dort, wo Paulus sagt, wir leben nach einer Zeit, wo wir leben und noch nicht, wo wir sein.
Wenn wir schwören, wir den Herrn sind, dann wollen wir nicht mehr glauben, Bruder. Dann wollen wir am Sein so zuerst. Und dann ist das nicht mehr neidig glauben haben. Aber nu leben wir noch in der Zeit, wo wir glauben und noch nicht, wo wir sein sollen. In Römer 8, Vers 22, da sagt es, eine Hoffnung wird wie gerat. Aber eine Hoffnung, die einer sein kann, ist keine Hoffnung. Warum soll einer abwärts hoffen, dass einer sieht? Aber wenn wir abwärts hoffen, dass wir nicht sein, dann lügen wir geduldig nur. So, das ist eine Hoffnung. Wir sind an Hoffnung geraten und wir lernen nur. Und wenn wir abwärts lernen, was wir nicht sein, dann müssen wir geduldig sein und dann lernen und dann glauben, dass vornehmen, dass das, was nicht all wirklich ist. Und das ist, was es ist. Das ist eine Wirklichkeit, was wir noch nicht sein können. Aber wir können uns die Force verloren, wenn das, was es sagt. Das ist eine Hoffnung, was wir nicht sein können, aber doch, das ist, was nicht wirklich ist. Und das kriegt, was es ist. 1. Petrus 1, Vers 8 sagt, und wenn die Jesus nicht gesehen haben, sind die am Tag gut. Und wenn die am nur nicht gesehen seien, du wirst leib jedoch und arm, und die sind nur all glücklich an der große Friede, der direkt vom Himmel kommt. So, wenn wir keiner von uns hat Jesus gesehen, aber wir leben noch. Sie, wenn wir aber nicht gesehen haben, wenn wir nur nicht sein, dann du wirst leben haben. In der Jes dürft uns dort täten, dort wir sie nicht hier sind, und dort soll wir dort weiten. So, das ist nicht, was wir sein dann, über was die Jes uns sagen, dass in Hebräer 11, Vers 1 sagt, dass die Glauben ist eine Gewissheit, dass wir dort stehen, worden, ab was wir hoffen, und es ein Nicht-Zweifeln und dort, was wir nicht sein. So, die Glauben ist eine Gewissheit, dass wir dort stehen, was wir nicht sein. So, wir sind gerade an Glauben, und wir nehmen dort Force an Glauben an, und dort ist eine Gewissheit. Dort ist nicht bloß eine Hoffnung, dass wir hoffen, dass wir wollen gerade sind, aber das sage ich hier, dort ist eine Gewissheit, dort ist ein Weiten, wir weiten dort. Woran weiten wir dort? Wenn es Gott sein Wort sagt. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann wollen wir nicht zu schauen gehen, aber wollen das ewige Leben haben. Und dort soll wir das weiten, dort eine Gewissheit ist, dort ist eine Gewissheit, dort wir dort drehen, ab was wir hoffen dann. So, das ist sehr wichtig, was wir glauben. Und wenn wir in Anlaufen sind, dort unseren Gott belegen. Because er hat an sein Wort gesagt, was er meint. Und wenn wir da zweifeln, dann sagen wir, anders gesagt, würden wir sagen, das ist nicht so, was du sagst. Dann würden wir am Tag lernen an. So, Gott sein Wort, tja, wir uns immer sicher sein, dass wir ganz fest darauf gehen können, dass wir das vertrauen können. Vierten, möchte vielleicht so lauten, Dinge wollen nicht schaffen, aber das hat dort nichts mehr zu tun. Wenn wir Dinge planen, dann, und für Dinge beten, dann, und einmal kommen die Dinge nicht gleich so uit, wo wir verbeten, dann, aber das meine ich, dass Gott uns nicht hören wird. Gott steht immer dort, wo der Beste ist für uns, so wie können wir ihn doch uns vertrauen, ganz ab am Saaten. In Hebräer 11, Vers 6, da sagt dass über Unglauben ist das allmählich Gott hier fallen. In Hebräer 10, Vers 38 sagt dass mein Gerechter über was leben will, sein Leib, wenn er sich überträgt, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Sie die Gerechter wird durch seinen Glauben leben. Aber wenn wir uns treten, dann sagt Gott, habe ich kein Gefallen an der Person. In Hebräer 3, Vers 12, da sagt, dass seid den Verbreiter, und der redet hier Hebräer, der redet hier nicht zu Anleute, das sagt, seid den Verbreiter, dort keiner von denen ein Beisitz und nicht glaubendes Wort hat.
So denk wieder an, wenn wir zweifeln, wenn wir nicht so recht leben wollen, dass Gott nan dort ein Beisit hat. Das, was ich hier sage. Seid den fair, dass keiner nicht was im Beisit hat, haben, in Anleihe hat. So, das ist sehr wichtig, dass wir Gott bei seinem Wort nehmen. Wenn wir das nicht tun, dann sagen wir, dass das nicht so, was sein Wort sein wird, was er gesagt hat. Und wir haben viele zum Beispiel in Hebräer 11, wir sind alle bekannt mit den Kapiteln, wie in den 4. und Glaubenskapitel. So, da habe ich viele zum Beispiel, wo die in Glauben gelebt haben und wo die Gottesversprechen getragen haben, bloß durch den Glauben. Hebräer Kapitel 11, das erste ist in Vers 11, Vers 4, das sagt, durch den Glauben opfert Abel Gott ein besseres Opfer als Kain. So Abel, der braucht Gott ein Opfer in Glauben. Und Kain, der hat nicht in Glauben, der hat aus sein Fleisch. In der 5. Vers sagt er, durch den Glauben wird Enoch von der Erde weggenommen. In der 7. Vers sagt er, durch den Glauben, ach Noah durab, was Gott sagt, im Büder Schab. In der 8. Vers sagt er, durch den Glauben, wie Abraham gehorsam, als er geraubt wird. Sie Abraham wird geraubt, sein Land zu verloren, in ein anderes Land anzutreten. Gott sagt ihm gleich, wohin, aber er wird gehorsam. Wo stark ist ans Glauben, wenn Gott uns zu wird berauben? Wo werden, sagen wir hier nicht, erstmal was zu sein und täten zu sein, dort wir wirklich weiten, dort wir näher weiten, dort erst was Gott von uns will. Ich weiß nicht, wo wir würden sein, wo das mit uns würde sein, aber wir haben einmal ein Hausheim in 7 Tagen so früh, wir wollen wegtreiben. Gott hat mir gesagt, wir sollen hier verloren, wir sollen wegtreiben. Ich weiß nicht, wo jene früher würden sein oder sein, aber ich glaube, meine früh würde sein, die würden fragen, wohin. Und dann würde ich sagen, ich weiß nicht, wir wollen bis abhaken wegtreiben. Ich glaube, meine früh würde sein, die wirst mir schon sein, wohin, wir wollen abhaken. So, wir sind ja nicht die Dinge zu weiten, in sein wollen, in Ziel haben, sein, wo das alle was arbeiten. Wir wollen den Weg an der Lijn checken, in sein, aus der alle was schaffen, wo wir wollen in der Lijn kommen. Aber das ist nicht, was Abraham sagt. Abraham war geraubt und er war gehorsam und er ging durch los und wusste nicht, wohin. Gott lehrt ihm, als er losdenkt, Gott lehrt ihm und weiß ihm, wo er hin soll. Und durch den Glauben trägt Sarahs Kraft, Mutter zu werden. In der alten Vers, in Vers 20, durch den Glauben sehen Isaac, Jakob und Esau und Recken damit, dass die Zukunft das so bringen wird. In Vers 21 sagt, durch den Glauben sehen Jakob, als er umstorben wird. Im 22. Vers sagt, durch den Glauben redet Josef, als er starb, davon, dass er die Israeliten noch einmal wird aus Ägypten rücktragen. Und dann Vers 24, durch den Glauben will Moses, als er ist abgewaschen wird, nicht mehr als ein Sehen von der ägyptischen Königstochter Jalen. Und dann Vers 31 sagt, durch den Glauben wird die Höhe Rahab nicht mit der eierhörsame Taub umgebracht. Und dann in Vers 32, du sagst dort, in was soll ich noch mehr sein? Die Zeit wird mir nicht zurückgehen, nach von Gideon, in Barak, in Simpson, in Jephthah, in David, in Samuel, in den Propheten zu reden. So eine ganze Reihe Menschen richte hier ab. Und das haben wir als ein Vorbild für uns, wo wir können auch in Glauben leben. Wir können das Leben betrachten, wenn wir die einzelnen überlesen, dann die Geschichten, wo die gelebt haben. Das haben wir uns nehmen zum Vorbild.
wo wir können Gott vertrauen, wo wir in Glauben leben können. Und das sage ich uns hier in Hebräer 11, Vers 2, durch diesen Lohn haben die Vorführer ein gutes Zeichnis von Gott gekriegt. So durch diesen Lohn haben die dort gekriegt, die haben ein gutes Zeichnis von Gott gekriegt, die haben dort gekriegt, was Gott ihnen versprochen hat, bloß wenn sie glauben leiden. In Hebräer 12, Vers 1 sagt, dass wir nicht so viele haben, die mit ein starkes Beispiel von Glauben aus einer Welt am uns sind, weil wir nu auch die Sinn aufleihen, die uns so leicht anhängt und schwerfällig macht, und anholend ranen, so als dort für uns bestimmt ist. So, die sagen hier, wir haben hier, das ist eine große Welt. Wir haben hier eine ganze Reihe Menschen, das ist eine große Welt, wo wir können checken, wo die in Glauben gelebt haben und wo die dort getreten haben, das Versprechen von Gott getreten haben, durch ihr Glauben. Ich glaube, wir von der und die, diese alle würden persönlich fragen, wo bist du? Diese Menschen, die sind von der und alle im Himmel, die sind alle bei Gott. Und wir können fragen, wo bist du heimgekommen? Jeder Einzelne wird sein, durch den Glauben seiner Kirche gekommen, bloß durch den Glauben. Jeder Einzelne wird das sein. Und dort wird wir auch finden, dass wir auch, sind geraten durch den Glauben und das einzig durch den Glauben. Römer 4, Vers 1 sagt, dass wir haben Frieden mit Gott, wir sind durch den Glauben geraten. Durch den Glauben sind wir gerechtfertigt und dort, wo wir Frieden mit Gott haben. In Hebräer 6, Vers 12 sagt dort, die sollen am Glauben nicht entduntig worden. Vielmehr nehmt ihr Zeit zum Vorbild, die durch ihr geduldig sind, dort getreten haben, was Gott am Versprechen hat. Sie werden geduldig, sie glauben, sie werden geduldig und sie treten dort, was Gott am Versprechen hat. Und dazu ist es so wichtig, was wir glauben, dass wir nicht zweifeln tun. Weil dass wir noch mal im Himmel sind, das ist bloß durch den Glauben, wenn wir wollen glauben. Das ist der einzige Weg, wo wir wollen durchkommen. Und wir haben alles, was wir brauchen, in Gott sein Wort. Das sagt uns, wo wir können diesen Glauben ausleben. Und du siehst so dankbar für, dass wenn wir auf einmal ein bisschen zweifeln, dann können wir in Gott sein Wort gehen und dann sagen, okay, das ist, was dein Wort sagt, ich gehe du ab und dann führt wir was Maut. So wir müssen abpassen, wenn Menschen, die Feind Menschen fähren, zum uns anmutig merken oder zum uns am Zweifel bringen. Und dort ist ein Tool, was die suchen, sehr, sehr brauchen, von der und da, die Menschen probieren, am Zweifel zu bringen. Und wenn die Menschen am Zweifel gekommen ist, das wird sehr schwer durchzukommen. Aber wir müssen dann denken, wir müssen dort bleiben, was Gott sein Wort sagt, und nicht dort, wo Menschen. Ja, Menschen, die können uns auch trösten, aber wir müssen immer hören, dass das stimmt mit Gott sein Wort. So, das ist wichtig, dass wir nur Gott sein Wort hören und das glauben, das annehmen, uns vertrauen, fast darauf sagen. Und wenn wir an diese denken, diese Männer alle denken, dass die, was dort getreten haben durch den Glauben, wären die alle vollkommen, wären die alle fehlerlos? Nein, ich glaube nicht einer von denen wäre fehlerlos. Abraham, der liegt in Stahl seine Früh und der große vor, dass die Lehen, das verliert, dass seine Früh wäre. Wir wissen das von Moses. Eine Sache schlägt den ein Ägypter dort. In die Rehab, die Hüa. Und so sagen wir das. Die wären nicht vollkommen, die wären nicht ohne Fehler. Das wären alles Menschen Charakters wie. Sie machen Fehler, aber dort zu werden, wie können sie froh sein, dass wir haben ein, was du für uns anstehen, dass wenn wir doch sind, dann steht du für uns an, und wenn wir an die Sinne mit haben, dann ist es Trien gereichen für uns an die Sinne. Dass wir hier wollen ganz fehlerlos sein, was einmal nicht passieren. Aber wir müssen immer daran denken, dass wenn wir kalt kommen, das ist nicht das wichtigste Ding. Das wichtigste Ding ist, dass wir abstehen, dass wir nicht liegen bleiben.
Und wir können abstehen und wiedergehen. Und das sage ich in Römer 14, Vers 23, dort wird nicht den Lohnkampf als Sinn. Und wir haben noch ein Vorbild von einer Früherdlohn in Matthäus 15, Vers 21, durch 28. So Jesus, der will für sich kaputt gehen. Wir finden das manchmal, er will für sich kaputt gehen. Vielleicht haben die Jünger lehren, oder vielleicht bloß zum Rühren. Und dann kommen die hier in Matthäus 15, Vers 21, sagt er, dann ging Jesus von dort und trug sich drei an die Gegenden von Tyrus und Sidon. Und dann kam von dort eine kanonitische Früh entgegen und fing an zu schreien, O Herr, du darfst ihn sehen, hab Mitleid mit mir. Meine Tochter wird schrecklich von Sodhunden geplagt. Aber Jesus gab keine Antwort. Seine Jünger überkamen und brachen an. Schickt die Früh weg, die schritt ans Hinger an. Und Jesus sagt, ich sie bloß nur die verlorene Schub an Israel geschickt. Sie kam über den Knie sich vor und sagt, Herr, help mich. Und er sagt zu ihr, dort ist nicht reich, die Kinder ihr Brot zu nehmen und die Huhn fertig schmieden. Sie sagt, ja, Herr, ich weiß. Und doch eten die Huhn, was bei ihr Herrn vom Tisch fällt. Dann sagt Jesus zu ihr, O Früh, du hast einen großen Lohn, du sollst kriegen, was du dir wünschst. Und ihre Tochter wird plötzlich gesund. So Jesus sagt hier zu der Früh, O Früh, du hast einen großen Lohn. Und wenn der mal hat wir Isaac gehabt abzugeben, diese Früh wird han Isaac gehabt abzugeben. Sie weiß, dass sie hat gehört, Jesus kann haben, sie kämpft nicht Jesus. Und erstlich, Jesus gab keine Antwort. Ich glaube, du vielmal, du würden wir vielleicht auch ein bisschen Mut verlieren oder vielleicht ans Streit treiben. Aber die gab keine Antwort. Und der Friede bleibt aber anhalten. Und die Jäger, die waren noch verdrießlich und die sagten, Jesus, schick den mal weg. Aber der Friede bleibt dabei, sie will Halt haben. Jesus gab uns keine Antwort, und als er eine Antwort gab, dann sagt er erstens, ich sie bloß nur die verlorene Schub an Israel geschickt. So das sagt in Johannes 1,11, dass Jesus kam nach der Sinje, und die Sinje nahmen ihn nicht an. So Jesus wie schickt erstens für die Juden. Aber die Friede gab die wir noch nicht ab. Das heißt, sie kam und knallt sich an und bet Jesus an. Und dann sagt Jesus, das ist nicht fern, die Kinder Brot zu nehmen und die 100 fertig schmieden. Ich glaube, viele von uns, du würdest so denken, na, was ist das für ein Jesus, nicht? So eine Wert, so eine Antwort. Hier ist eine Früh, was den Hauptkampf, und dann sagen, das ist nicht fern, die Kinder Brot zu nehmen und die 100 fertig schmieden. Aber diese Friede geht nicht ab. Sei wir wollen ein Hund zu sein. Sei wir wollen sich damit, so weit aus es ging. Und sei wir Gott bekannt macht, sei wir nicht eine jüdische Früh, und die Juden, die hüllen die Herden das verholen. Und sei wir wollen ein Hund zu sein. Sie sagt, ja, Herr, ich weiß. Aber doch, die Hunde kriegen, die Tremmels, was von den Herren in der holen hat. So sei damit sich, und sei geben nicht ab. Und ich glaube, Jesus sagt hier etwas, wo groß ist den Lohn, was du ehrens, dass du fragst nach Halb. Und die wir ehrens, sie geben nicht ab. Und als Jesus das sagt, dass die nicht abgeben, Jesus sagt, dass diese frühe Lohn, die wir ehrens, sie wohl halb, und sie verleiht sich ab, dass sie wohl halb kriegen. Und dann sagt Jesus, du hast einen großen Lohn,
Und er sagt, dieses Tränen, was die gewünscht haben, und er dachte, wir plötzlich sind. So, das sage ich uns, das ist ein gutes Vorbild für uns, dass wir ziemlich sollen abgeben, was immer an uns Leben kommt. Wenn uns Sieg fehlt über irgendwas, wir können zu Gott kommen und glauben, dass er uns was helfen und er wird uns helfen. Vielleicht nicht einmal plötzlich kurz, aber er wird uns helfen. In 1. Johannes 4, Vers 4, du sagst, all die Gott im Vater haben, überwinden die Welt. Uns glauben an Jesus Christus, der die Welt besiegt hat, darf uns auch den Sieg. Glaub ich dort? Dass uns glauben an Jesus Christus, darf uns auch den Sieg. Bis so fertig sei wieder Menschen, die kämpfen mit denen, in fertig gehen Menschen Rahmen sagen, oh, ich bin visibel und armer Sünder. Und dann glauben sie fertig nach der Dümmer, dass sie sind demütig und haben nichts mit damit zu tun. Wir können Sieg haben, wenn wir Glauben haben. Der Sieg ans Glauben und Jesus, der die Welt besiegt hat, darf uns auch den Sieg. Und wenn wir dort bleiben wollen, dann wollen wir Sieg finden. Jetzt haben wir unsere Sünden wahrer betan. Wir betanen sind, und am nächsten Tag betanen wir die wahrer, am nächsten Tag wahrer. Das ist Anglauben. Und Gott gefällt das nicht. Das sind Real zu Gott. Wenn wir zu Gott kommen, in Frieden und Vergebung, dann müssen wir glauben, dass er uns vergeben wird. Wenn es gut sagt, dass er es trügen gerecht, wenn wir unsere Sünden betanen, dann wird er uns vergeben. Und wenn wir dann weiterkommen, dieselbe Sinn betanen, damit sagen wir, dass wir das nicht glauben. Und das sagt uns bei Epheser 4 versteht, dass wir sollen den Geist nicht betrieben. Und ich glaube, wenn wir zu Gott kommen und was fragen, und dann zweifeln und das nicht glauben, und dann weiterkommen, wir dann Gott beleidigen. Was ist das Gegenteil von Anglauben? Das nicht glauben. In anderen Worten sagen wir, das nicht, ich glaube das nicht, was ihnen gut sein wird. Das ist in Wirklichkeit, was wir sagen dann. Wir müssen dann denken, dass Gott sein gut ist, reich. Das was so uitkommt, was er gesagt hat. Er weiß, was er hat gesagt, was er gemeint hat. Und er sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber seine wird werden nicht vergehen. Und das ist der Trost, was wir haben. Wenn Gott sein gut sagt, er ist treu und gerecht, und wir unsere Sinne getan, dann wird er uns vergeben, dann können wir dort gehen. Und dann müssen wir wieder gehen. Dort hier Loten, ich glaube, Pferden haben wir Trouble, uns selbst zu vergeben. Gott vergibt uns, aber wir haben Pferden Trouble, dort Unternehmen an uns selbst zu vergeben. Und wir müssen das verstehen können. Wenn Gott uns vergeben hat, dann müssen wir zurück annehmen, dann müssen wir uns selbst auch vergeben. In sehr gutes Versprechen, was wir haben in 1. Johannes 2, Vers 1, das sagt, liebe Kinder, ich schreibe Ihnen das, dass die von den Sünden weichbleiben. Wann überdacht wer sündigen soll, dann haben wir Jesus Christus, der ohne Sinn ist, und der bei Gott den Vater für uns anstunden hat. Christus hat mit seinem Tod unsere Sünden betont und nicht nur unsere, auch für alle Menschen auf der Welt. Christus hat nicht bloß für weiße Menschen die Sinn betont, Christus hat die Sinn betont für alle Menschen, die auf der Welt sind, für alle Menschen, die nach in der Welt ankommen, die nach geboren werden, für alle Menschen hat er die Sinn betont. Und wir können das an Glauben annehmen und wieder ankommen, wir können Vergebung kriegen für unsere Sünden. Ist das nicht ein kleiner Trost? Wir sollen abpassen, dass wir das nicht gleichgültig nehmen zum Senden. Das ist nicht, was das sein wird, dass wir jetzt immer trösten können. Oh, das sage ich, hey, wenn wir das senden, dann haben wir einen, was für uns anstehen wird. Wir sollen abpassen, dass wir uns nicht immer trösten. Das ist ein Trost, aber wir sollen nicht gleichgültig werden und senden. Aber wenn wir in Sinn fallen, wir können daheim kommen und er vergibt uns und dann können wir wieder gehen. Habe ich mal gedacht, dass Jesus für uns beten wird?
Jetzt das hey irgendwann die Zahlen die beten da hey seh du ich bet fuhr ich bet nicht bloß für das allein aber ich bet nach für all die nach um die Leben waren durch das Wort. So Jesus Christus bet für all die was würden zum Glauben kommen Jesus Christus sie wird an Gott glauben würden. So für die bet er. Und das ist ein Trost was wir haben. Und auch das Johannes 2 Vers 1 wo er sagt dass wann überdach wir sündigen soll, habe Jesus Christus, der ohne Sinn ist. Und wir haben alle Tiden, wo wir kalt kommen dann, dort ist alles so, und wir sollen uns himmlisch durchreden von den Dingen. Das eine Mal hat Gott sogar Luten Dinge an uns Leben kommen, wenn wir ein bisschen stolz werden oder ein bisschen hochmütig werden, dann lässt Gott uns einmal vielleicht ein bisschen Sinn anfallen, dass wir das sein können, wo, wenn ich dort mit uns erst, dass wir nicht Hand um uns erheben, oder dass wir nicht Hand, wo wir können mit stolz sein. Ich denke an Petrus. Ist Gott braucht so eine Dinge, um uns Trag schäden und um uns Glauben merken, um uns herrlich merken. Dort ist, was Gott für einen Brücken hat, ist anders, weil wir für einen gleich begehen. Petrus hat den Herrn verloren. Und man hat mir mit feststellen, dass Petrus Jesus verloren hat, er den Zahn, so zu sein, sie hat sich losgesagt von denen. Er hat können sein, dass mit mir ist es was. Das hat ihn verloren. Die wollen mich nicht mehr annehmen. Aber Jesus das nicht. Wir wollten dort nur dass Petrus, der da auf einer steht, schweiten und du kämen 3000 Menschen zu glauben. Kriegt das Petrus, was Jesus verloren hat. Aber ich glaube, wenn Petrus das nicht wieder durchgegangen, würde er sagen, eine sehr große Gefahr war, als die 3000 Menschen dort glauben haben. Weil die würden sich kann erheben. Dann würde sein Abend gekommen und haben gelobt haben, hey, check mal, 3000 Menschen sind in Glauben gekommen, durch die Predigt, die predigen dort. Und dort können sie an den Kopf angehen. Und Petrus weiß, dass was er gleich sehr lange getan hat. Wo kann er kommen kann, dass er den Herrn verloren hat, so er weiß, dass wo er war, wir ihn dort beschützt haben von irgendeinem, was Gott trafen hat. Wenn die das nicht wieder gegangen, ich wundere, aus ihm dort nicht gut sein an Kapten angegangen, dass er sich nicht gut haben mit Gott gefallen. Aber er weiß, wo fehlt es mir an wir, wenn er das gleich lang wieder gegangen wurde, den Herrn verloren hat. Und so, dass Gott auch für ein ans Leben gekommen, man wie mit der hochmütig waren, mit stolz waren, als mit meinen, damit wir, was Gott ans Herzen wiesen, wo wenn ich das mal wirklich mit uns erst, und dass wir keine Isa kann uns erheben. Und wir können froh sein, Herren. Und es steht, uns Leuten bedreiten, wenn Dinge an uns Leben kommen, dann haben wir die Brücken dessen weich. In sein, uns zu sein stehen, und dann haben wir Tränen Gott kommen. Nicht dann bloß zu bleiben, in uns nach selbst bejammern und zu denken, weil nu sind ich gefallen und mit mir ist das nicht mehr. Jetzt habe ich mal gehört, die Menschen sagen, mit mir ist das nicht, oder keiner will was von mir, oder ich habe keine Freunde. Und das fährt, was die Finden uns anbauen. Und wie man sagt, dass wir das nicht glauben dann. Und dann war ich dort als Juch mit. Das soll wie sagen, wir haben keine Freunde, keiner will was von uns. Weil wenn wir Jesus Christus zum Freund haben, wenn ich Jesus Christus zum Freund habe, all die Freunde, Jesus seine Freunde, dort sind dann auch meine Freunde. Und wenn ich sage, ich habe keine Freunde, keiner will was von mir, dann sage ich, und wie nahen uns über den Trest, dann sage ich sehe die Einzige. Sie haben keine Freunde. Und das schaut nicht. Jesus Christus seine Freunde, die sind auch unsere Freunde. Das ist ganz klar.
Die weten van den einen Mann, die complaint ook te God en zei, ik zie alleen eeuwig gebleven. En God zei am ik nog 7000 mensen van mij geholen, die ihre Knie nicht bald gebaut haben. Und so ist es mal an, wie Jesus zum Freund haben, wir haben sehr viele Freunde. All Gott in die Kinder, all die, was Jesus angehören, dort sind unsere Freunde. Und die wollen was von uns. Wenn wir denken, keiner will was von uns, dort kommt nicht von Gott, dort kommt von den Südhun. So, wir können die Dinge brauchen, wenn wir fallen oder wie kort kommen, dann wir können die brauchen. Gott braucht die Fährten, um uns Treuwesen, um uns wiesen, wo wir sind und was wir zu tun haben und dort wir müssen ankommen. Und wenn wir die Dinge annehmen, dann das viel besser aus, wenn wir bloß denken, dann nie ist alles ut. Es ist unlohn, dass das allmählich Gott hier fallen. So, wo steht man ans Lohn von der Tag? Glaube ich dort, was Gott sagt? Oder fährt einmal die Menschen, die kämpfen an Zwiebel. Die haben sich betiert, und dann auf einmal dann die Route den Zwiebeln an, und dann fängt er unter Zwiebeln über seine Seligkeit. Oder fährten die Menschen, die nehmen Jesus an in ihr Hort, einmal, und dann bald weiter, und das ist keine Sicherheit. Dort ist ein Zwiebel. Ohne Gott, ohne Glauben ist es allmählich Gott hier fallen. Wir müssen das bleiben und dort annehmen, nicht nur gefallen wollen, weil es dort sagt, in 1. Johannes 4, Vers 9, sagt, dass wenn wir auch bleiben, was Menschen sein, können wir noch sicherer bleiben, was Gott gesagt hat. Sein Zeichnis ist noch gerade, und Gott sieht, dass Jesus Christus sein Sehen ist. Wer an sein Sehen bleibt, weit bei sich am Hort, dass das so ist. Wer Gott nicht läuft, nannt Gott damit ein Lehrer, wie es heißt, läuft dort nicht, was Gott von seinen Sehen gesagt hat. Gott hat von seinen Sehen gesagt, dass er die Welt so gut, er liebt die Menschheit so sehr, dass er seinen einzigen Sehen gab, dass alle, die an ihm glauben, nicht daran verloren gehen, über das ewige Leben haben. Das ist, was Gott von seinen Sehen gesagt hat. Und das sage ich hier, wenn wir Gott in Zeichnis nicht glauben, dann nahmen wir am Dummat ein Lehrer. Und dort würden wir ziemlich well tun. So einmal nach Gott kommen, wann wir sind am Tafel gekommen, und der Gott wird nehmen und sagen, ich glaube dort, die besser meine Sinn gestorben, und das Fastenlohn annehmen, und dann dort beluten. Und wir haben Versprechen in Johannes 6, Vers 37, was ein sehr großes Versprechen ist, wo Jesus sagt, dass alles, was die Vater mir gab, kommt nach mir, und wer nach mir kommt, den wo ich nicht rückstehen. So immer wir sind, so wie an Sinnen gefallen, so wie an Zwiebel gekommen, wenn wir nach Jesus kommen, dann wird uns nie nicht rückstehen. Dort haben wir uns ganz Wasser verloren. Kommt nach Arm, und er wird uns annehmen. Er sagt, kommt alle nach mir, die schwer beladen in mir sind. Ich will ihnen zurückgeben. Und das sagt uns auch, dass die Israeliten, die kommen nicht an der Rühe an, wenn sie nicht leiden. So darum sie nicht an der Rühe ankommen. Sie kommen mit der Ägypten Rühe und wandern sich in den Wildnisraum für 40 Jahre und kommen nicht an der Gott seine Rühe an. Warum nicht? Das sage ich, weil sie nicht leiden. Wenn wir an die Sinnen rückkommen, aber wir loten die Sinn auf, die kommen sozusagen in der Ägypten Rüht, da müssen wir auch noch an der Rüht angehen. Wir müssen an Kanaan angehen. Es ist bloß unsere Sinnen betan und uns nicht zu Gott drehen. Gott sein Wort sagt, wir sollen unsere Sinnen betan und uns zu Gott bekehren. So bloß unsere Sinnen betan und dann du bleiben, das sind sehr gefährliche Dinge.
Because in der beste Zeit, dann bleibt der Mensch durch, und dann auf einmal dann, die 3 Ägypten dann, 3 an der Sinn dann sozusagen, kriegt es der Ägypter rein. Sie wären der Ried gekommen, aber sie kämen nicht an der Rüden an, wenn sie nicht leiden leiden. Dann auf einmal treten sie verlangen, sie wollen 3 an Ägypten an, von wo sie kommen werden. Und dort wird mit Mensch hat. Wenn wir bloß betan dann an der Sinnen, und uns nicht zu Gott bekehren, und an der Rüden angehen, dann direkt sehr lang, dann gehen wir 3 an uns alle Leben dann. Und dort ist nicht neidig. Wir können dort, wir müssen an der Rüden angehen, und durch den Glauben, wo wir Sieg kriegen, was immer uns fehlen hat. So, ich möchte uns Motto sprechen, dass wir dort wirklich wahrnehmen, wenn Gott sagt, dass ohne Glauben ist das allmählich Gott hier fallen. Das sagt, wenn Gott kommen will, der muss glauben, dass Gott ist, und dass er die belohnt wird, der am ehesten sieht dann. So, wir müssen das vornehmen. Und ich denke an Enoch, das sagt, dass er wird von der Ehe genommen. Durch den Glauben wird er von der Ehe genommen. Wo sagt Leute, an die Zukunft war die Dinge, was Jesus uns versprochen hat. Alles, was diese Männer in Hebräer 11 gekriegt haben, das haben sie gekriegt durch den Glauben. Und wenn ich dann denke an Enoch, er wird von der Ehe genommen, er starb nicht. Und dort sagt er, dass du eine Zeit kommen, wo Gott seine Gemeinde wird von hier wegholen. Und all die am angehören, die wollen dann mitgehen. Glaube ich dort? Habe ich einen festen Glauben dort? Frei wie uns das auch? Wenn das sagt, die wollen nicht alle sterben, die werden eine Zeit kommen, wenn Jesus wird seine Gemeinde holen. Da waren all die an Jesus gestorben sind, zu ihr abstunden, dann wo wir die geblieben und immer geblieben sind, zu Licht mit an abgenommen worden. Glaube ich dort? Was haben wir für einen Blick, was haben wir für eine Ansicht von der Zukunft? Wir haben das Versprechen hier. Glaube ich dort, dass wir mitgenommen worden und dann immer bei den Herren zu sein? Und dass wir bei den Herren einen Tag sein, dort ist bloß, wenn wir wollen glauben. Bloß durch den Glauben ist dort, dass wir noch mal wollen bei uns sein. Nicht durch unsere Worte, nicht durch was wir tun haben, bloß durch den Glauben. So das ist wichtig, was wir glauben. Scheinbar nicht ansluten an Bibel nehmen. Aber wenn wir sind an Bibel gekommen, wir haben einen Gott, der alles vergeben kann. Und er kann uns dort vergeben, und er kann uns weiter abbieten, wenn wir nach ihm kommen. Und ich möchte mit sprechen. Dat nicht de Band bleiben, wenn die auf einmal de Band sind. Kommt zu Gott. Gleicht dat er ist und dass er die belohnen wird, die am ehesten sich fragen wollen und er wird antworten. Und dort ist das kleine Versprechen, das wir haben. So, ich glaube, das ist sehr wichtig, wo wir an Glauben leben. Und das Leben, was wir hier leben, wir leben dort an Glauben. Because so wie Leben beweist sich dort, wer uns Gott ist. Uns Gott wies, wir wiesen dort immer, wo groß uns Gott ist. Und wenn wir zweifeln, dann beweisen wir damit, dass uns Gott ist vielleicht nicht allmächtig, nicht? Wo steht man uns Glauben? Ist dann uns Leben zu sein, ist dann uns Glauben zu sein, wo groß uns Gott ist. Bei Gott ist nicht allmählich. Bei Gott ist alles möglich. Und dort liegt soll an uns Glauben zu sein, an uns all das Leben zu sein, wo man uns Glauben steht, wo stark wir an uns Glauben bleiben. Und wir haben noch viele an unserer Zeit, wo wir einen sehr starken Glauben gehabt haben, wo wir können gehen, wo wir können uns nehmen aus dem Vorbild und dort auch in unser Leben anwenden. Ein Mann, wo ich besonders schwer an denken, an George Müller. Die sind alle bekannt mit den Worten von großen Glauben, die hat. Einerseits, dass die durch ein Orphanage nicht eten hatten, das kam zu den Multiten durch kein Eten nicht in der Bet, dass du Gott was eten schenken. In der Krieg zu der Zeit kam ein Trag, der bringt dir etwas an. Das ist Glauben.
En Jesus sagt, wenn uns loven, ob wir so was sein auf den Song hören, dann wo wir kann Rissenboy sein, heb die ab von hier in da was passiert, nicht? So was immer in uns Leben kommen wird, wie begehen wir noch Sturms oder ein Boy, was vor uns steht, was so laut wo wir nicht immer kommen. Aber wenn wir glauben haben, wir können den Boy wieder nehmen. Und dort ist das Versprechen, was wir haben, in Gott wird es tun. Und Gott freut sich daran, wenn er sich stark bewiesen hat. Und er hat uns die Gelegenheit, dort zu sein. Und wenn wir dort sein, dann sind wir so froh. So, wenn immer die Dinge kommen in uns Leben, werden wir daran denken, das ist eine Gelegenheit, wo Gott sich stark bewiesen in das Leben, und dann zu checken, sein Wort Gott wird tun. Und wir haben so viele Zeichen von unseren eigenen Menschen, von der Kirche, wo Gott so viele Dinge getan hat. So das soll uns Mut geben, vorwärts zu gehen und Force ans Glauben auf Jesus vertrauen. Das ist mein Wunsch und Gebet, dass wir wirklich teilnehmen an uns Glauben und wachsen würden. Und ich denke, wenn wir Gott freuen und uns Glauben stärken wird, dann müssen wir dann moet we dat erwarten, dat er dingen komen. Dus wanneer God ons Glauben stärken will, dann moet hij dingen in ons leven komen, dat hij ons kan trouwen, niet dat hij ons Glauben stärken kann. So, wenn wir daran denken, was immer in ons leven komt, kommen die Storms, oder kommt die Troubles in der Familie, was immer das ist, was immer die Boy muss sein, wo wir nicht an immer täten, der Anzalat, nu wordt het alle uit zijn, ditmaal wordt het niet schaffen. We hebben dan denken, God is groot genoeg, dus geen boy te groot wat hij niet kan wegnemen, want we worden leven. We hebben een hele te beden. Lieber Vater in Himmel, we komen van der voor die heilig aangezicht, God, en loven. We danken die voor die woord, we danken die voor die versprechen, die we die in die woord hebben. Besonders ook voor al die we zum Voorbeeld hebben, die in een Glauben geleefd hebben, en die dat Versprechen gegeven hast, wat die versprochen hast, durch den Glauben, Gott. Gott, ich bete, dass du uns wirklich halten, dass wir würden teilnehmen. Gott, ich frage, dass du uns vergeben, wo wir sind in Zweifel gewesen, wo wir vielleicht nicht so reich gelebt haben. Wirst du uns das vergeben, wirst du uns halten, wirst du uns anlaufen halten, Gott. Stärk dir uns. Lehr die und führ die uns, ab deine Wege, Gott, bewahr die uns von den Beisen. Und hab uns das zu sein, Gott, wenn die Dinge in uns Leben kommen, dass vielleicht was die Brücken, zum uns was wiesen, zum uns stärken, oder vielleicht was die just uns die Gelegenheit, zu sein, in wie groß du bist, und was die daunen kannst. Wenn du sagst, du checkst die Raum, wo du wem fängst, wo du die Kost stark bewiesen. Und Gott, hab uns, dass wir das würden sein, und dass wir wirklich würden bleiben, Gott. So ist du sagst, dass wenn wir Glauben haben, dass wir sagen können, Herr, ich bete, wirst du uns Kraft und Mut geben, an uns christliches Leben auszuleben und glauben, dass Paulus sagt, dass wir leben in einer Zeit, wo wir noch leben und noch nicht, wo wir sein. Und Gott, wir haben das Versprechen, dass wir wollen die einen Tag sein, so ist die Beste, und dann, als Wort Glauben nicht mehr nötig sein, aber von nun, Gott, habt ihr uns, dass wir wirklich würden in Glauben leben, und dass wir andere Menschen dadurch würden zu sein können, wo groß du bist und wo du den Versprechen hältst, alles, was du gesagt hast an den Wort, dass dadurch noch viele Menschen können in Glauben kommen. Gott, help uns, dort Licht zu sein, was du was haben, was wir hier sagen, ob das geht. Das alles beten wir in Jesus' Namen. Amen.